Wie immer gibt es viel zu tun hier bei Assassin's Creed Unity Dead Kings. Sagas Erbe, die Notizen des Dompoyere. Auf den ersten Zeilen sind 3 Platten erwähnt. Und dann sagt er, notiert, sind verschollen. Okay. Abzüge, okay, auf den, was? Ah, also die Platten, okay. Warte, gut. Dompoyers Notizen lesen. Ja, lesen können wir. Hoffe zumindest für Arno. Erkenne ich mich direkt oder kann ich da problemlos durch? Sehr schön. Gut, was sagt jetzt genau? Das ist ja jetzt unsere neue Welt hier, war. Also Welt ist ein bisschen übertrieben, aber kann man wieder zurück. Nö, sieht nicht so aus, war. Muss vermutlich erstmal. Windmühlen Außenposten, was? Okay. Muss vermutlich erstmal das ganze DLC abschließen, bevor ich wieder zurück kann. Nach Paris, oder das geht gar nicht mehr. Wäre natürlich die andere Variante, fände ich zwar ein bisschen kacke, aber naja. Okay, wie gesagt, wir sind hier, aufgefüllt müssen bereits sein, sprich, Laden brauchen wir keinen mehr, dann geht's, jo. Noch etwas anderes, Leute, und zwar haben wir, jetzt sind wir glaube ich hier gar nicht so richtig, doch, hier sieht man es ja, Sequenz 13 war, also wir haben bereits 3 Erinnerungen hier. Und scheinbar hat die ganze DLC, wenn es wirklich stimmen soll, noch ein bisschen wundern, aber angeblich gibt es wirklich nur 6 Erinnerungen bei Sequenz 13 und keine Sequenz 14, sprich nach 6 Erinnerungen, Entschuldigung. Bei der 13. Sequenz ist das DLC auch schon bereits durch. Mein Gott, du kannst ja so viel machen und so, kein Problem. Aber rein von der Hauptstory her und so. Na gut, es gibt neue Waffen und so, und ist gratis, wie gesagt. Kann man ja also eigentlich nicht groß meckern vom Umfang her. Wir haben jetzt auch noch eine Truhe, wäre auch eigentlich dabei. Oh, die 2 Typen sind auch kein Problem für uns. Per Doppelkill und finito. Ich hätte eher mehr Bock auf die 2. So, mal gucken, kann ich die Kiste knacken oder kann ich sie nicht knacken? Natürlich kann ich sie knacken. Problemlos. Servus. Oh, 2000 Vorwärts, also echt mal. Hier im DLC, das ist unglaublich, wie viel Vorwärts wir halt bekommen. Also Beginnweg noch, in der Hauptstory, da war es irgendwie so, ja, Truhe etwa 100 Frauen so, maximal, und jetzt hier plötzlich 10.000 Frauen, solche Dinge. Krass. Ja, mit der Geschwindigkeit kann man sicher bald schon neue Waffen leisten, obwohl ich eigentlich das Edenschwert schon geil finde. Und sicher das DLC noch nutzen will und den Rest halt, ja, vielleicht neue Klamotten und so. Kann sich natürlich immer wieder überlegen, so, jetzt irgendwie schmerzt gerade mein linkes Ohr, was soll denn das jetzt? Naja. Muss ich durch? 30 Meter, da frage ich natürlich, wo ist das Teil genau? Also sprich, Frage, muss ich hoch oder muss ich nicht hoch? Sieht fast so aus. Gut, das sind ein paar Typen, kein Problem, das zeige ich wiederum. Das war cool. Der letzte Wille. Okay, schön für dich. Für die mit dem letzten Willen, nicht wahr? Hier oben ist keiner, wahr? Ich hoffe es einfach mal. Arno will gerade nicht. So, jetzt aber. Ja, doch, könnte doch was werden. Oh, jetzt haben wir das Problem wieder. Naja. So, komm schon, Arno, ich will bitte hier runter. Jawohl, dankeschön. Perfekt. Bin ich wieder so tief oder was? Ah, ne, geht direkt. Kein Problem. Ist auch keiner, wunderprächtig. Servus, liebes Zeichen. Und mal schauen. Notizen aus Dompoyers Buch. Sage war ein religiöser Mann gewissenhaft bis zum Schluss, der sich mit den Geheimnissen von Franciade, einst Saint-Denis, bestens auskannte.
fand einen Teil seines Testaments, versteckt hatte. Schlüssel und die Zeit, okay. Nicht dem Bösen in die Hände fallen. Was wie immer war. So, und jetzt? Den Turm des Schwerts untersuchen. Das täuscht mich, oder ist seit dem DLC-Update irgendwie das Spiel noch ein bisschen flüssiger geworden? Es ist schon noch ein bisschen fehlerhaft teilweise, aber nicht mehr so schlimm, wie es vorher noch war. Notizen aus seinem Buch. Saga-Schriftrollen sind über ganz Fronsiat verteilt. Zurückgelassen von ihren gottesfürchtigen Hütern, nachdem ihre Gemeinden aufgelöst wurden. Finden Sie die Schriftrollen und folgen Sie den Hinweis zu Sagas Symbolen. Ist ein Symbol entdeckt, erscheint es auf der Turmwand. Sammeln Sie alle Symbole, um das Geheimnis von Sagas Erbe zu lüften. So, nächste bitte. Relikte von Saga gefunden, 0 von 2, neues Ziel. Okay, ich sehe direkt 2 Ziele, eins weiter weg, eins direkt hier. War natürlich, wo ist das? Hä? Da oben? Diabolus. Faszinierend. Ja, scheint wirklich über mir zu sein. Tja, wie mache ich das jetzt am coolsten? Ja, komm, du musst ja erstmal anlocken. Nee, wäre doof. Geht besser. So, und hier noch eine Truhe. Was verbirgt sich denn hier wohl darin? Schloss knacken, kein Problem, hoffen wir zumindest mal. Zack. Das war die 1 und die 2. Michael der sehen, der Vollstrecker ist dabei. 7000, naja. Geht auch da hoch, 50 Meter. Also wirklich direkt über uns. Gut, dann versuch's mal hier. Hilfe! Entschuldigung. Ich habe angesehen, dass hier offen ist. Dass hier Durchzug herrscht. Wie komme ich jetzt zum Henker? Ah ja. So, bin ich jetzt im richtigen Stockwerk oder muss noch ein bisschen weiter? Nö. Sollte einer funktionieren. Arno, bitte. Ja, warte noch. Na gut. Nee, geht schon. Das Symbol. Sagas Erbe. Diabolo, Schwierigkeit 10.000 akzeptieren und nachverfolgen. Erstes Rätsel. Wachen, starren, brüten, Gehörnte unter Monstern auf dem Haus Gottes in unserem Ring umgeben. Hä? Bitte was? Treffe mich mehr Rabo, das ist schon eine Weile her. Die Rätsellösung Sagas Adler zu finden. Wachen, starren, brüten. Ja gut, ist relativ logisch, war. Gehörnte unter Monstern. Okay, auf dem Hause Gottes von unserem Ring umgeben. Soll aber trotzdem innerhalb dieses Gebiets hier sein, war. Gehörnte unter Monstern muss irgendwie eine Figur sein, halt. Hier was zum Beispiel. Genau der. Wär's bereits? Zweites Rätsel. Mein unterwürfiger Blick auf dem Außenposten des Herrn. Reflexion des Sterns am höchsten Punkt von allen. Dem Außenposten des Herrn. Na gut, der Herr ist in der Regel Gott, oder? Von dem her natürlich auf einer Kille oder Kapelle. Dem Außenposten spielt vermutlich vom höchsten Punkt. Mein unterwürfiger Blick nach unten als Reflexion des Sterns. Keine Ahnung.
Am höchsten Punkt von allen. Reflexion des Sterns. Das zweite Rätsel lösen. Puh. Ja. Also wir haben natürlich zum einen dann grünen Punkt, aber ist das wirklich das Rätsels Lösung? Ein unterwürfiger Blick auf dem Außenposten des Herrn der Reflexion des Sterns am höchsten Punkt von allen. Ja, doch muss was so sein. Ja gut, versuchen wir es mal, wa? Natürlich die Frage, wie komme ich jetzt hier am schnellsten herunter? Also natürlich nicht am schnellsten, vor allem am ungefährlichsten. Weil schnell runterkommen ist eines, aber ohne mir einen Knochen zu brechen. Ist echt doof, dass Edenschwer keine Power mehr hat. Also spielt so eine Spezialpower halt. Das wird geil, ja. So können wir wieder teleportieren, wie es schon mehr konnte. Naja. Ja, laut so einfach war. Er muss zugeben, so ein paar Rätsel ist gar nicht mal so übel. Es klingt zwar vielleicht teilweise ein bisschen kryptisch, was da noch steht, aber andererseits, wenn du halt das ganze Gebiet siehst oder weißt, was ungefähr ist und dann ein bisschen umsiehst, dann dürfte es eigentlich schon relativ machbar sein. Auf dem Friedhof von Saint-Denis, glaube ich, oder sind wir immer noch dort? No, das ist ein bisschen fehl. Naja. Was macht der dort? Jetzt zumindest nichts mehr. Und Springano! Wupp. Cool gemacht. Kannst du wieder runterlassen, dankeschön. Da ist noch einer da oben. Die Frage ist... Okay, die kennen wir scheinbar, also keine Feinde. Ah, hab's bereits gefunden. Leute, so schön gelbloch. Das ist auch ein Symbol. Hä? Haben aber die Truhe gesehen vorhin, oder was? Hä? Höchster Punkt. Da hat doch noch etwas, oder darf es nur ein Symbol, dass ich hier richtig bin? Ja, gut, doch, müssen eigentlich hier richtig sein, sondern ganz kurz hoch und uns dann anschauen, was es hier noch zu finden gibt. Arno, würde es bitte, dankeschön. Oh. Nee, danke. Da wollte ich ja. Der Meisterschloss, war? Der Meisterdieb hieß es ja. Brauche dazu, um die Kiste relativ gefahrlos aufmachen zu können, aber nee. So, zweiter Hinweis. Das dritte Rätsel. Die Damen enthuren ihre Reichweite, weil das Inferno, unser Fluch, die Zahl des Teufels. Die Zahl des Teufels ist 6. Das Inferno, unser Fluch, die Zahl des Teufels. Das Inferno. Ja, einfach eine Frau halt an ihren Toren steht. In ihrer Nähe gibt es irgendwie 6 Flammen oder was? Das Inferno, vielleicht sind es auch 6 Typen, wa? Wer übrigens das mit der Zahl des Teufels weiß, also weiß nicht genau, ob es wirklich stimmt, aber wenn doch, dann weiß er das aus Digimon, und zwar Digimon Adventures, erste Staffel, dort hieß mal etwas wegen, oh, das ist so die Zahl des Teufels. Die kann nicht sein, sind zu weit weg, das sind zwar 3 Typen, das sind nicht 6. Hä? Das ist das dritte Rätsel?
Die Zahl des Teufels 6. Bald das Inferno. Hä? Für den Hinweis nicht ganz. Wieso ist jetzt hier... Weil hier 6 Typen kommen oder was? Dort sind 2. Ich verstehe nicht ganz, wieso es hier ist. Wo ist hier das Inferno, Zahl des Teufels 6 und so. Na, ist egal. Das ist auf alle Fälle, nur kann ich nicht interagieren. Was? Wollen wir verarschen? Also ich muss hier. Protect Türe. Missionsgegenstand erhalten. Sehr gut, dann abgeschlossen. 10.000 Euro als Gewinn. Dankeschön. Ja, wieso das mit Zahl der Teufel verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo hatte ich hier irgendwie etwas 6 oder eine andere Zahl? Habe ich nicht gesehen, sorry. Also wenn da irgendwas war, bitte mich aufklären, aber ganz ehrlich, anhand der Informationen, also ich meine, klar, das Gebiet wurde eingegrenzt und mir wird sie mal zeigen, wo es ist, aber dass jetzt irgendwie was noch großartig machen musste. War mir jetzt nicht bekannt. Alter, das andere ist hier drüben. Aber echt hier kein Teleportpunkt oder so etwas? Michael, der Rätselmeister. Ja, ja, also wie gesagt, eigentlich finde ich das Ganze cool, ein bisschen Rätsel einzubauen. Ich mach so etwas gerne und mag es jetzt auch gerne, kein Problem. Vor allem natürlich in Rollenspielen und sonst in Action-Adventures haben wir das natürlich immer gerne, aber nicht solche Dinge, wo es irgendwie gar keinen Sinn macht, ein Rätsel überhaupt einzubauen, wenn man es auch ohne das Rätsel zu lösen die Mission abschließen kann. Finde ich ja, weiß auch nicht, aber irgendwie ein bisschen hirnrissig. Nun gut. Will keine Rolle, müssen erst weitermachen. Vom Part her, wir haben noch ein paar Minuten, aber sowieso jetzt die DLC-Parts ein bisschen länger. Und viel passiert ist eh nicht. Beziehungsweise noch nicht. Wissen wir eine frische Abwechslung? War nicht ständig irgendwelche Leute killen oder so etwas? Nee, jetzt kann man einfach mal so etwas machen. Ich suche gerade meine Nase. Dankeschön. Oh, Entschuldigung, Leute. Passiert mir eigentlich eher selten, aber in der Regel kann ich sie unterdrücken. Wobei soll man gar nicht, weil sonst halt der ganze Luftdruck, oder, eigentlich aus der Nase rausgeht, geht natürlich ins Gehirn, also Gehirn ist übertrieben, halt in den Kopf rein, oder Nasengehörgang und ist nicht gesund und kann teilweise auch üble Konsequenzen haben. So. Keine verschopfte Nase? Nö, Sprecher nicht gut. So, mal gucken, sind gerade ein paar Feinde dort. Nichts Besonderes, war. Ja, ja. Die schlucke ich auch noch. Und da sind wir auch schon, glaube zumindest, ja doch, seht dort was, etwas leuchten. Das nächste Symbol. Das V-Krux, Schwierigkeit 1, oha. Akzeptieren und nachverfolgen, 10.000 natürlich Belohnung. Mach ich gerne. Ich sah mehr Revolutionen über Felder und Sümpfe emporragen, den Kreuze Gottes unbelebt in leichter Brise. Den Kreuze Gottes unbelebt in leichter Brise. Aus Felder und Sümpfe emporragen. Okay. So was Kryptisches habe ich aber auch noch selten gelesen. Ah, jetzt kommt meine Nase schon wieder. Nase, hör auf damit! My nose, my pretty nose. Ist ein verarschen Kumpel? Geh mal hoch. Geht doch. Wieso? Ich will aber nicht. So, Symbol gefunden. Wieso wohl scheinbar das Falsche? Du bist aber hier der Einzige, ist natürlich schon klar. Oh, da nicht ganz.
Oh. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Hä? Aber den irgendwie... Das klappt scheinbar nicht, wenn sie bereits in Aufruhr sind. Ah, dort ist es. So, noch Fragen? Nicht gut. Ein bisschen Mais, 25 Frau und ja, Bomben, okay, immer cool. Das erste Rätsel lösen, okay, ist ein Kreuz, naja, okay. Leichten Briesen, eine Windmühle, gut, verstehe natürlich auch. Alles klar. Das zweite Rätsel, Zeichen der Erhabenheit, starr selbst in Bewegung, in einer Form so rein, daran sein Sohn entschlummerte. Was? Sein Sohn entschlummerte? Das ist jetzt das letzte Symbol hier, oder was? Einfach nur ein Hinweis, dass etwas in der Nähe war. So, ich stehe lieber auf Überraschungsangriffe. Hä? Ach komm, hat er kein Doppelgut. Von mir aus. Es vibriert schon wieder, muss also in der Nähe sein. Ist bereits? Ah, das ist über mir. Noch ein Kreuz. Sei es Sankt Andreas oder der allmächtige Sohn, ich bin der, der wählt die leuchtende Sonnenform. Was wohl irgendwo auf einer Kirche drauf war? Du hast hier nichts gesehen, Kumpel. Ja, mein Schatz, mein Schatz. Mein billiger Schatz. Naja, shit happens. So, wie sieht es mit den Gegnern aus? Nicht viel unterwegs hier, sehr gut. Da drüben könnte etwas sein, ist natürlich die Frage, sind da die dort welche, die mir irgendwie schaden wollen oder nicht? Ich hoffe es mal nicht, deswegen direkt mal verkleiden. Ah, eine Sonnenuhr, okay. Oder? Aber zumindest, sieht ein bisschen seltsam aus. Sagas Erbe abgeschlossen, nochmal 10.000 Francs verdient. Geil. So, und jetzt? Jetzt müssen wir zurück oder was? Moment. Du gemäßigter! So, noch zwei. Hä? Nur kann irgendwie kontern, ging aber nicht. Okay, Ram geht irgendwie auch nicht. Da ist noch was drauf. Keine Soundeffekte mehr. Das war jetzt nicht so elegant.
Ihre Tour ist voll, sondern kein Einkommen mehr. Nein! Ja, vom Cafeteria, da kommen wir gar nicht zurück momentan. Naja. Wenn so etwas noch, natürlich auch keine Tränke, Medizin, nix, Phantomklingen, schön. Schloss knacken. Könnte klappen mit dem Schlosse knacken. Jo. Dankeschön, Leute. Okay, dann muss wir echt ganz wieder zurück oder was? Oh, no, 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 no. Schlafende Tote wecken. Ich kann auf den Tafeln folgen. Erinnerung 4. Ja, seht ihr es bereits? Keine Sequenz 14. Ne, ist bereits immer noch Sequenz 13. Dafür die 4. Erinnerung. Von angeblich, glaube ich, wie gesagt, 6. Über die Dächer muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, wer es glaubt, erzähl ich. Von der Muskelkater dürfte grenzenlos sein. Autsch. Aber wir kommen näher und näher, Freunde. Ich würde aber trotzdem sagen, wir beenden den Part mal gleich, sobald wir dort sind. Oder ich mal hier oben war. Ja, geht auch. Also Freunde, vielen Dank, dass ihr mal fürs Zusehen. Das war ein bisschen Rätselpart, auch mal lustig. Nächstes Part geht es dann hier weiter mit der Erinnerung 4 und mal gucken, was das DLC wohl noch so Neues für uns bereithält. Bis dahin, ciao zusammen.